Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit dem neuen Let's Play. Und zwar Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Ja. Die Musik ist episch wie Sau, leider ist er auch laut wie Sau. Die Nacht des Raben, ja. 2.6er Version, Fix-Version. Wunderbare Anekdote, wie das mit dem ganzen Gothic 2 Gedöns funktioniert hat. Ich habe ursprünglich Gothic 2 noch als CD-Version, die natürlich nicht funktioniert, habe ich mit überhaupt nichts installieren können, was man hat. Windows 10 und so. Und dann habe ich mir noch auf Steam die Gold Edition runterladen müssen und dann musste ich noch einen Fix-Patch installieren. Und jetzt ist es nur spielbar, indem ich es dann über den Desktop aktiviere. Nee, ich muss unter Steam-Apps reingehen und muss die Exe-Datei als Administrator ausführen. Da aber kein Fenstermodus möglich ist, muss ich jedes Mal nach jeder Session hier mein Spiel speichern, es beende, die Aufnahme stoppe, neue Aufnahme anfangen und dann weitermachen, ne? Da ich das dementsprechend auch nur mit dem murksischen Fenstermodus aktivieren konnte, bei dem wiederum die Filmsequenzen nicht funktionieren, wenn ich den dauerhaft aktiviert habe, konnte ich so nur OBS Studio einrichten. Lange Rede, kurzer Sinn, es war ein Mordsgeraffel, bis das Projekt Gothic 2, die Nacht des Raben, auf Pelzig hat starten können. Oh Mann, aber jetzt haben wir's hinter uns. Bitte entschuldigt dann das Format, wenn ich das noch ein bisschen zurechtschneiden muss. Ich muss dann nämlich, hab dann nämlich gesehen, dass ich bei Videopad, mit dem ich die Aufnahme dann schneide, da werde ich das reinpacken. Bei OBS ist dann nämlich die Sache, dass es mir etwas merkwürdig konfiguriert, weil ich jetzt wieder im Vollfenster-Modus bin. Und der normale Fenstermodus, du habe ich es konzipiert, aber du verziehst das Ganze jetzt ein bisschen bei der Aufnahme. Das heißt, ich muss es im Endeffekt mit Videopad nachschneiden, dass es einigermaßen auf Format hat. Ich hoffe, das stört euch nicht, weil ich bin einfach nur überhaupt froh, dass das ganze Projekt zustande kam. Und wir fangen jetzt direkt an mit Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Auf Pelzig, beziehungsweise einfach nur Gothic 2, das Add-on ist halt mit dabei. Und die Add-on-Missionen werde ich entsprechend kennzeichnen, wenn das so ist im Laufe des Let's Plays und der Episode. So, heute machen wir mal 30 Minuten Episode und wir starten direkt, weil am Anfang ist sehr viel los. Ein einzelner Gefangener hatte das Schicksal von Hunderten geändert. Aber er zahlte dafür einen hohen Preis. Er hatte den Schläfer besiegt, die Barriere zerstört. Doch während alle anderen Gefangenen entkamen, blieb er in den Trümmern zurück. Ich war es, der ihn gegen den Schläfer entsandte. Ich bin es, der ihn jetzt von dort zurückholt. Er ist schwach und er hat vieles vergessen. Aber er ist am Leben. Er ist zurück. Ohne Erzrüstung und ohne Uriziel. Aber wir schließen direkt an die Ereignisse von vorgestern. Der Schläfer ist besiegt, der Schläfer ist verbannt Da und die bist du Kolonie, ja wieder. die Barriere um die Kolonie ist Dass wir gefallen. uns noch mal wiedersehen. Ich fühle mich, als hätte ich 3 Wochen unter Steinen gelegen. So war es auch. Nur die Magie deiner Rüstung hat dich am Leben gehalten. Ich hatte schon befürchtet, dich nicht mehr aus den Trümmern des Tempels befreien zu können.
Aber genug davon. Jetzt bist du ja hier. Es gibt eine neue Bedrohung, um die wir uns kümmern müssen. Na prima. Aber erst einmal, ne? Das, was in Gothic 2 nur ist normalerweise das, was man zur Auswahl hat. Genug Zeit haben wir ja jetzt. Ich habe es geschafft. Der Schläfer Wurde verbannt. Du hast ihn besiegt, das ist richtig. Aber den Krieg, der jetzt folgt, können wir nicht mehr aufhalten. Der Schläfer hat mit seinem letzten, wutentbrannten Schrei die Armeen der Finsternis in Bewegung gesetzt. Es war ein Befehl an alle bösen Kreaturen, ein Wort der Macht, dem sie alle gehorchen mussten. Sein letzter Befehl war, kommt. Und sie kamen, alle, sogar die Drachen. Drachen. Es sind Kreaturen von uralter Macht. Ich kann ihre Gegenwart spüren, selbst hier. Und sie haben eine ganze Armee von niederen Dienerkreaturen um sich geschart. Wo ist diese Armee jetzt? Die Armee lagert nicht weit von hier, im Minental von Khorinis. Und sie bereitet sich auf den Angriff vor. Aber das ist nicht alles. Es gibt noch eine andere Bedrohung, von der ich erst kürzlich erfahren habe. Ja, die Bedrohung ist wahrscheinlich auch, dass die Musik hier reinbollert wie Sau, wenn sie die ganze Zeit Buddelum macht. Aber das kriege ich leider auch nicht leiser gestellt, ihr liebe Leute. Ich habe schon relativ leise gemacht. Ja, dann kommt jetzt das, was die Nacht des Raben exklusiv ist, was nur im Add-on vorkommt. Nach dem Fall der Barriere und der Verbannung des Schläfers ist Belias Zorn noch größer geworden. Ein mächtiges Artefakt wird wieder auf diese Welt zurückgeholt werden. Wenn der Gott der Finsternis seine Schergen auf die Suche schickt. Diese Suche hat längst begonnen. Belias Schergen entweihen die ältesten Heiligtümer der Götter. Die Wächter dieser heiligen Orte sind erwacht und ihr Zorn lässt die Erde erbeben. Alle mächtigen Magier auf dieser Insel spüren diesen Zorn. Und einige von ihnen sind mit Sicherheit schon dabei, der Bedrohung entgegenzutreten. Und das waren die Verbünde dich Wassermagier. mit ihnen. Nur so können wir Belia Einhalt gebieten. Das ist gerade so kracht. So. Ja. Kryptisches Geräusch. Ich brauche erstmal Waffe. Ich brauche Waffen. Ich kann dir nur das wenige geben, was ich hier habe. Sieh dich in meinem Turm um. Alles, was du gebrauchen kannst, gehört dir. Glücklicherweise sieht es jeder hier in Gothic so, ne? Also, fort hier, oder? Dann lass uns machen, dass wir hier wegkommen. Wenn wir fliehen, dann nur, um uns den Drachen später zu stellen. Mit der Hilfe der Soldaten und der Magier aus dieser Gegend können wir sie aufhalten, bevor sich ihre Armee vollständig formiert hat. Eine bessere Chance werden wir nicht bekommen. Dann sag ich mal um Büttel Bescheid, ne? Was können wir tun? Diesmal schaffen wir es nicht alleine. Nur die Macht Innos kann uns gegen die Drachen helfen. In der Stadt Khorinis, nicht weit von hier, lagert eine Gruppe von Paladinen. Sie verfügen über ein mächtiges Artefakt, mit dessen Hilfe wir die Drachen besiegen können. Sie nennen es das Auge Innos. Du musst dir dieses Artefakt besorgen. Berichte den Paladinen von der Bedrohung. Du musst ihren Anführer überzeugen, uns zu helfen. Und sobald du mit ihm gesprochen hast, musst du das Artefakt Belias finden. Es ist das Gegenstück zum Auge Innos. Es darf nicht in die Hände des Bösen fallen. Ja, dieses Belia-Artefakt, das ist dann das, was es im Add-on gibt. Was ist das dann? Was genau ist das Auge Innos? Es ist ein Amulett. Der Sage nach hat Innos selbst einen Teil seiner Macht in dieses Amulett gelegt. Es wird dir einen Teil deiner verlorenen Kraft wiedergeben und uns helfen, die Drachen zu besiegen.
Und es hat noch einige andere verborgene Fähigkeiten. Doch dazu mehr, wenn du das Amulett hast. Ja, mal all die Stärke hätte ich ganz gern wieder, weil durch die 3 Wochen, durch die 30 Tage Schläfertempel-Picknick, habe ich leider überhaupt nichts mehr von dem, was ich früher gehabt habe. Ja, aber das ist mal auch recht wichtig, oder? Warum sollten wir die Paladine das Auge Enos geben? Weil du derjenige bist, der dazu bestimmt ist, es zu tragen. Natürlich. Woher willst du das wissen? Es gibt eine Reihe von Gründen. Der wichtigste ist, du hast den Schläfer besiegt. Stündest du nicht in der Gunst der Götter, wärst du jetzt tot. Nehmen wir mal an, du hast recht und ich bin dazu bestimmt, das Auge Enos zu tragen. Woher wissen die Paladine, dass es so ist? Das Auge sucht sich seine Träger selbst. Sobald du es in die Finger bekommst und es dir anlegst, werden die Paladine nicht mehr an deinen Worten zweifeln. Ja, aber dass der Schläfer von mir getötet wurde, ist wissen ja nur Xardas und ich, die andere haben ja keine Ahnung. Wie komme ich zur Stadt? Folge einfach dem Weg von hier aus durch die Berge. Die Stadt ist groß, du kannst sie nicht verfehlen. Aber sieh dich vor. Der Weg zur Stadt ist nicht ungefährlich und du bist noch lange nicht wieder so stark, wie du einst warst. Ja. Danke, dass du dich nur daran erinnerst. Hier, ne? Ich werde so schnell wie möglich aufbrechen. Gut. Und eines noch. Verrate niemanden, dass du mit mir gesprochen hast. Jo. Vor allem keinem Magier. Keine Angst. Seit ich ins Exil gegangen bin, hält mich der Kreis des Feuers für tot. Und das ist auch gut so. Kapitel 1. Die Bedrohung. So. Halt, bevor du das machst, gehe ich dort ra, weil ganz wichtig. So. Gibt nämlich Erfahrung 25. Tränke magischer Kraft und ihre Zutaten: Mana-Essence, 2 Feuernesseln, Mana-Extrakt, 2 Feuerkräuter, Mana-Elixier, 2 Feuerwurzeln. Jegliche Art an Alchemietech erfordert eine Laborwasserflasche, die während des Prozesses verbraucht wird. Für das Brauen von Tränken der Heilung oder der Stärkung der magischen Kraft benötigt der Anwender neben der speziellen Zutat immer eine Pflanze Feldknöterich. Für das Brauen von Tränken, die permanente Veränderungen des Körpers oder Geistes bewirken, benötigt der Anwendung immer eine Pflanze Kronstöckel. Sehr selten das Zeug. So, desmo sind wir jetzt endlich in einem Bereich gelandet, wo ich auch wirklich in den Pulte lesen kann und mir das Erfahrung bringt. So, da könnte man theoretisch Rune basteln. Du könnt man, wenn wir Beruf Alchemist gelernt hätten, könnte man hier am Alchemietisch hocken. Und der Trank, der glitzert schon so lustig vor sich hin, der Essenz der Heilung mit Lebensenergie-Bonus von 50. Wie sehen unser kolossal geiler Talente und unser Charakterprofil aus? Tja, wir sind gildenlos, Stufe 0. Magie-Kreis haben wir 0. Wir haben 25 von 500 Erfahrung bis zum nächsten Level, 0 Lernpunkte, 10 Stärke und Geschick sowie Mana und 40 kühle Lebensenergie, 0 Schutz, aber dafür haben wir bei allem, bei Einhänder, Bogen und Armbrust jeweils 10%. Ansonsten irgendwas anderes können wir natürlich. Ach nett. Ja, da gibt es auch eine alte Steintafel, das ist Zeug, was man nur in die Nacht des Raben findet. Eine graue Steintafel. Das kann ich nicht lesen. Ja, mach Sache, das ist ja auch Keilschrift. Das ist wahrscheinlich akkadische Keilschrift. Hier verkauft man es als irgendwas anderes. Ja, er hat ja gesagt, hier gehört uns alles. Am Herd können wir leider nichts kochen. Aber der schwere Ast, der 10 Schaden macht und 10 Stärke braucht, das ist jetzt unsere epische Waffe. Im Bett schlafen sollten wir auch nicht. Unerquickend im Vergleich zum Vorgänger. Xardas Turm ist erstmal ohne Rune ätzenderweise betretbar. Wir können einfach manuell hier hoch und runter gehen und müssen nicht ständig hier aus lauter Frust hier vom Türmchen springen. Das hat man jetzt glücklicherweise geändert. Hier hätten wir noch einen Belia-Statue. Und zwar können wir in Gothic 2.8 beten. Wir können zu Innos oder zu Belia beten. Und hier sollten wir wohl besser nicht beten, ne? Alle schon diese vergrützte Sache hier. Wobei, was bringt's denn dann nochmal, wenn man Belia-Schreine betet? Oh. Oh, man spendet Lebensenergie. Nee, danke. Ja, das mal ist das kryptische Bum-Bum hier definitiv zutreffend. Schlüssel. Bei der Innos-Statue und Schreine spendet man Gold. Wenn man Glück hat, kriegt man manchmal Attributserhöhung oder ähnliches.
So, was gibt's denn hier? Erfahrung 25, Jagd und Beute. Jedes Tier und Wesen besitzt eigene Trophäen, die den Ruhm und Reichtum eines erfahrenen Jägers mehren. Ein erfahrener Jäger weiß um die Trophäen seiner Beute und kennt die verschiedenen Methoden, sie auszunehmen. Zähne reißen. Die Zähne sind die Waffe von vielen Tieren und Wesen. Wer darum weiß, wie er sie seiner Beute fachkundig entreißt, findet bei Wölfen, Snappern, Schattenläufern, Sumpfhaien, Haien und Trollen seine Beute. Fell abziehen. Ein Talent, das der erfahrene Jäger oft zu nutzen weiß. Gibt es doch viele Tiere, deren Körper von einem Fell geschützt ist. Schafe, Wölfe, Schattenläufer, um nur einige zu benennen. Ein Jäger, der dieses Talent beherrscht, kann auch die Häute von Sumpfhaien und Lurkern abziehen. Krallenbrechen, eine Kunst, die bei Varanen aller Art, Snappern, Lurkern und Schattenläufern eingesetzt werden kann. Toto! So, nochmal 25 Erfahrungspunkte, die ich mal abgreife. Jagd und Beute. Jedes Tier und Wesen besitzt eigene Trophäen, bla 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 bla, die Blutfliegen. Um diese fliegenden Teufel auszunehmen, bedarf es zwei besondere Künste. Zum einen können ihnen die Flügel abgetrennt und zum anderen kann der Stachel entrissen werden. Beide Künste sollte der erfahrene Jäger einsetzen, um sich die Trophäe anzueignen. Feldräuber und Minecrawler greifen mit Zangen an. Vor allem die Zangen der Minecrawler gelten als besonders wertvoll, weil sie ein Sekret enthalten, das magische Kräfte steigert. Kennen wir ja noch. Siehe Korkalom und so. Da haben wir ja auch, wenn man ihm Minecrawler-Zange gewähren, einige seiner besten Tränke als Belohnung kriegt. Allerdings sollte es mit Vorsicht genossen werden, da der menschliche Körper mit der Zeit nicht mehr darauf reagiert. Ebenfalls sehr begehrt sind die Platten der Minecrawler. Aus ihnen lassen sich Rüstungen herstellen. Ja, kennen wir ja noch von Gute Wolf, ne? Der uns dieser Ekelrüstung gebastelt hat. Nummer 25 Erfahrungspunkte. Das muss ich jetzt nicht vorlesen, das ist genau dasselbe. Nur, dass wir hier attributsverändernde Tränke haben, wie Goblinbeere für Geschicklichkeitstrank. Geschwindigkeitstrank braucht Snapperkraut, Elixier der Stärke Drachenwurzel, wie ich immer gesagt habe. Fürs Elixier des Lebens braucht man Heilwurzel. Und das Geistes eine Feuerwurzel. Damit lässt sich dann Mana und Lebensenergie permanent erhöhen. So. Die Insel. Die Hafenstadt Korinis liegt auf einer Insel vor der Küste des Königreichs Myrtana. Die Insel ist vor allem durch das Minental bekannt geworden. Ein zweifelhafter Ruf, denn viele Jahre erstreckte sich eine magische Barriere über das gesamte Tal und alle Gefangenen des Reiches wurden dort hineingebracht. So wurde das Tal zur Strafkolonie für viele Verurteilte, die tief unter der Erde nach dem magischen Erz schürften. Außerhalb von Korinis gibt es noch einige Bauernhöfe, die den guten Boden nutzen, um Weizen und Rüben anzubauen, aber auch um Schafe zu züchten. Seit Generationen ist der größte Hof im Besitz eines Großbauern, der sein umliegendes Land an andere Bauern verpachtet. Mitten auf der Insel steht ein altes Kloster, ein Kloster Innos, das von den Magiern des Feuers geführt wird. Dort gehen sie magischen und alchemistischen Forschungen nach und keltern Wein. Ja, nicht verkehrt. So, da haben wir noch das letzte Buch. Entschuldigung. Der Weg des Kampfers. Angriff ist die beste Verteidigung bei allem, was nicht Mensch ist. Eine Parade gegen Tiere oder Monster auszuführen, ist sinnlos. Da ist es besser, den Gegner mit gezielten Seitenschlägen auf Distanz zu halten, um überraschend eine Kombination aus mehreren Schlägen durchzuführen. Kombinationen mehrerer Schläge sind natürlich einem erfahrenen Kämpfer vorbehalten. Und wer sogar die Meisterschaft im Kampf erreicht hat, kann weitere Kombinationen ausführen. Ja, dem wäre ich in dem Spiel tatsächlich eher mal nachgehe. Hier haben wir 5 Gold, den Zauberlicht, 2 Dietriche und ein Dolch, der macht nur 5 Schade und braucht auch nur 5 Stärke. Jo, ich habe mich definitiv entschieden. Ich habe es ja schon in Gothic Ends A gemerkt. In Gothic 2 wäre ich kein Magierspieler. Das habe ich in Gothic Ends dafür zur Genüge gemacht. In dem Spiel hier, in dem Let's Play, werde ich einen Paladin machen. Das heißt, ich gehe vor allem auf Kampf und Paladine haben auch noch ein paar eigene recht coole Zauber. Sodass ich denke, dass es hier nicht schlecht wäre. So, Fackel noch. Heieiei, irgendwas habe ich im Hals. Dass es nicht schlecht wäre, dass ich hier die Mischung aus Magie und Kampf mache. Paladin-Zauber sind jetzt bei weitem nicht so stark wie die Magier-Zauber. Trotz allem hat auch der Paladin hier ein ziemlich nützliches Repertoire an Zauber, vor allem gegen böse Kreaturen. Und außerdem ist er im Kampf ziemlich gut. Deswegen
habe ich mich für den Paladin entschieden. Hier haben wir noch leichte Wunden heilen. Spruchrolle. 5 Mana und 200 Heilkraft. Feuerball. 5 Mana und 75 Magieschaden. 10 Gold. Ich muss hier nur auf der Maustaste bleiben und dann nimmt's ab einer gewissen Zeit in 5er und dann 10er und dann 100er Schritte. Das ist definitiv eins von der sehr guten Erweiterungen hier in Gothic 2. Deswegen arbeite ich hier maßgeblich mit der Taste rauf, runter, links und rechts beim ganz normalen Steuerkreuz und habe die Maus parat. So, Weidenbeere haben wir hier. Hier haben wir einen Blauflieder, das ist das, was im Ensa Seraphis war. Waldbeere, die seltene Drachenwurzel. Damit kann man, das sehen wir gleich hier. Damit können wir jetzt entweder sofort einen Stärkebonus von Enz erlangen, oder wir heben es uns auf für einen Alchemist, der uns einen Stärketrank damit braut. Feuerkraut, Goblinbeere, genau dasselbe Spiel, nur dass die Goblinbeere die Geschicklichkeit um Enz hochbrummen. So, das ist einfach nur Verbrauchszeug. Ich glaube, wenn wir genug Dunkelpilze fressen, kriegen wir sogar ein bisschen mehr auf die Lebensenergie oder so permanent. Ein Gürtel gibt es auch noch. Das ist auch noch eine schöne Erweiterung von Nacht des Raben. Stärkebonus plus 5. Ja, das ist auch so etwas, was nur in die Nacht des Raben ist, dass hier das ganze Accessoire an Kräuter hier auf den Bänke verteilt ist. Im normalen Gothic 2 ist uns das vergönnt. Ist uns das nicht gegönnt. So rum. Das ist uns nur hier vergönnt. So rum. So. Jetzt hampeln wir hier ein bisschen rum. Wie ihr seht, springt der ein bisschen umständlich und nicht besonders weit. Deswegen wäre ich Dodofu sehr absehen, im Deal mich hier springend fortzubewegen. Wacholder gibt es auch noch. Was macht da nochmal Wacholder? Wo haben wir es dann? So, die Musik ist hier eigentlich auch ganz schick. Was ist es dann? Ach, da ist es ja. Lebensenergie und Mana-Bonus. Also so grausam bin ich jetzt nicht, dass ich das Schaf abschnetzel. So gierig bin ich jetzt nicht, aber ich habe hier einen Quack gehört. Deswegen mache ich hier unbedingt mal den Spielstand Yankee 1. Und mach mal Paladin noch mit dazu. So. Und komm her, du Quack. Unser erster Gegner, ein Goblin. Ups, wir haben ihn gewone-hittet. Er war auch nur 30 Erfahrungspunkte wert, hat einen schweren Ast noch zusätzlich und 5 Gold im Hosesack. Alles klar. Heilpflanze können wir ja noch ernten. Und ich höre noch irgendwo anders einen anderen Goblin rumquieke. Ja, für jeden Veteran von Gothic 2 wird absolut klar sein, wir folgen jetzt nicht im Weg Richtung Stadt Khorinis. Um, wie viel Uhr? 11:52 Uhr, sondern wir gehen erst hier runter. Da müssen wir sowieso hier. Damit wir noch eine alte Bekannte treffen. Oh, komm her, du. Dich mache ich fertig. So. Ja, so leicht geht's leider nicht immer mit dem One-Hit. So, da. Leider sehe ich durch die Fensterkonfiguration derzeit auch nicht, wie viel Lebensenergie mein Gegner haben. Ach ja, ist es herrlich, wenn die PC-Technik so toll ist. Deswegen hasse ich es, Let's Plays am PC aufzunehmen. Ich mache das viel lieber bei der Konsole, die ist für sowas konzipiert und relativ unkompliziert bei sowas. So, noch einmal. Weil jetzt kommen noch mal ein paar von den Viecher, glaube ich. Oh ja, 3 auf einmal. 3 Gobbos. Glück gehabt. Glück gehabt. Und Overschwein gehabt. Meine Fresse, das Glück ist tatsächlich mit der Dummer. So. Da ist nichts zu holen. Das ist auch aber schade. Bei Gothic Ends war es so schön, dass man die man geplündert hat, nicht mehr wählen konnte. Das ist etwas schade, dass das hier so gemacht wurde. So. Sonst haben die Knabe nichts mehr. Na, das Geräusch, hört ihr das? Wie sie hier der Pilz schwart. Hat sie dann Appelesser. Apropos, da ist einer. Mana-Essenz und Dolch gibt's auch noch. Und so, dann gehen wir da nochmal hier. Und hier haben wir 35 Gold. Achtung. Zack, zack, zack. Und weg ist es. So schnell geht es hier bei Gothic 2. So ein Dunkelpilz-Appel nehmen wir uns definitiv noch mit. Und dann gehen wir da weiter.
Na, da ohne Sicht schon was. Das ist auch nicht gerade ohne, was da ohne lebt. So, dann geht's hier runter. Und hier sollte ich auf jeden Fall mal speichern. Weil das ist nicht gerade ein ziemlich einfacher Kampf, der jetzt kommt. Ja, ihr hört's. Da quiekt was. Und da bewegt sich was. Was ziemlich Fettes. Es ist ein junger Feldräuber. Machen unglaublich viel Schade, die Biester. Und leider bin ich ja nicht so gut, dass ich ihr Zange entnehmen könnte. Alter, knackig der Pilz. Zack. Gut, Anna habe ich fertig gemacht, deswegen unbedingt nochmal speichern. Und dann uns auch um den nächsten kümmern. Der du lebt. Ey! Aufkehrt wert. Blödes Vieh. So, zack. Knusperpilz. Hier noch ein bisschen Weidebeere geschmaust. Ja, vielleicht in die Waldbeeren eingepetzt. Sehr schön. Okay. Was habt ihr bewacht, ihr miese Feldräuber? Das ist so der Schreck der Bauern. Butlerfleisch gibt's ja auch noch. Lecker. Gibt 15 Lebensenergie. Also immer fleißig Pilze kahler, wie im richtigen Leber. Spruchroller gab's auch noch. Ui, da ist doch was. Feuerpfeil, geil. Benötigtes Mana 5, Magieschaden 25, wow. Immerhin 10 mehr als in Gothic Ends. Da hat er nicht so viel Schade gemacht, genauso wie der Feuerball auch nur 50 Schade gemacht hat. Ja, so. Dann geht's hier weiter. Ich bin mir nicht sicher, ob hier noch... Ah, ne, hier sind wir schon durch. Perfekt, da sind wir jetzt im Pelzer Wald gelandet. Genau, hier ist der Pelzer Wald und da müssen wir runter, weil da gibt es jemanden, den wir kennen. Und mit dem wir mal ein bisschen quaken sollten. Ich hoffe, der hat Riesling und Schwarzwälder Schinken oder so dabei. Das wäre jetzt nicht verkehrt, so gut die Schlachtplatte oder so in der Waldhütte. Ah, das hat schon was. Okay, was gibt's dann hier noch? Heilkraut und Heilpflanze. Gerade mal, wie viel die Dinger heilen. Ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Deswegen kann es auch sein, okay, die Heilpflanze machen nur 10 und Heilkraut 20. Alles klar. Ja, wie gesagt, ich habe Gothic 2 schon ewig nicht mehr gespielt. Damals rauf und runter gesuchtet. Mittlerweile aber schon ewig, jahrelang, wenn nicht sogar jahrzehntelang, Nimi gerührt. Deswegen kann es sein, dass ich eigentlich das Nimi so im Kopf habe. Okay, das sind nur Zauber, die wir eh schon gekannt haben. Aber die können wir eventuell für Dire Geld verkaufen, die Dinger. Hier gibt es außerdem wieder noch ein bisschen Zeug zum Sammler. Und gleich sind wir ohne bei der Barmgrenze. Große, fette Spinnewebe sind auch nie gerade sehr sympathisch. Döne brennende Lagerfeierler. So, erstmal wird hier gespeichert. Na, gucken wir mal. So, weil hier treibt sich noch einiges an Viehzeugs rum. Ja, irgendwo höre ich einen Wolf. Wo bist du, Wolf? Ah, da hinten ist einer. Aber der wird es nicht gewesen sein. Junger Wolf. Ups. Okay, einer habe ich. Oh, da ist noch einer. Ups. Komm schon. Und... Boah, Alter. 3 von den Viecher gelegt. Ich habe echt gedacht, das überlebe ich nicht. Und von denen holen wir uns ein bisschen Fleisch. Ach, sehr köstlich, muss ich sagen. Wer isst nicht gern Wolfsfleisch? So, da petzen wir uns das nochmal rein. Das Rohfleisch muss ich mir jetzt nicht reinzwirbeln für 6 Gesundheit. Oh, das Blauflieder macht sogar noch Mana. Schade wieder. Halt sogar noch Mana. Ein Mistvieh weniger, ja. Wer bist du dann, freundlicher Mann? Dich kennen wir doch. Bist du es? Tatsächlich. Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Ja, wieder Begegnung im Pelzer Wald, ne? Guter alter Lester. Lester, wie kommst du hierher? Das war eine irre Flucht. Nachdem die Barriere explodierte, bin ich zunächst orientierungslos durch die Gegend gestreift. Dann habe ich mich tagelang durch die Wälder geschlagen,
und schließlich dieses Tal hier gefunden. Diego, Milton und Gordon sind noch im Minental. Zumindest denke ich das. Was ist denn da los? Was ist passiert? Nachdem der Schläfer besiegt wurde, hat die gesamte Bruderschaft den Verstand verloren. Ohne ihren Meister waren sie alle nur noch leere Hüllen. Und du? Was ist mit dir? Mir ging es genauso. Ich hatte Albträume und sogar Halluzinationen. Aber ich bin geflohen, als ich wieder einen einigermaßen klaren Kopf hatte. Einmal glaubte ich, einen großen schwarzen Schatten zu sehen, der sich auf eine Gruppe Flüchtender stürzte und alles in einer riesigen Feuerwolke verbrannte. In dem Moment dachte ich wirklich, ein Drache wäre gekommen, um mich zu töten. Tatsache. Hast du noch mehr gesehen? Nein, ich habe die Beine in die Hand genommen und bin gerannt. Anscheinend hat er sich abgegradet zur höheren Novize-Rüstung, wenn ich mir das so angucke. Erstmal das nochmal. Erstmal ein bisschen Smalltalk. Wie lange versteckst du dich schon hier im Tal? So genau weiß ich das nicht. Aber ich schätze mal eine Woche vielleicht. Aber da ist noch eine Sache. Als ich hier abends ankam, habe ich mich oben auf dem Berg umgesehen. Da standen nur ein paar Bäume. Und als ich am nächsten Tag gucke, steht auf einmal dieser Turm da. Ich schwöre dir, der war vorher noch nicht da. Seitdem habe ich das Tal nicht mehr verlassen. Du meinst Xardas Turm? Ich wusste ja, dass er mächtig ist, aber dass er sogar einen Turm erschaffen kann. Xardas, der Dämonenbeschwörer? Er lebt in diesem Turm? Oh jo. Ich weiß nicht, ob mich das beruhigt. Keine Sorge. Er war es, der mich aus dem Schläfertempel befreit hat. Er ist auf unserer Seite. Sehr gut. Erstmal hier nochmal das. Ich bin auf dem Weg nach Khorinis. Was weißt du über die Stadt? Khorinis? Nun, es ist eine Hafenstadt, nichts Besonderes. Warum fragst du? Ich muss zu den Paladinen, die sich in der Stadt befinden sollen. So, tatsächlich. Ha, du kommst doch noch nicht mal in die Stadt hinein, geschweige denn zu den Paladinen. Warum? Hast du einen Vorschlag, wie ich in die Stadt komme? Allerdings. Ich habe vor einiger Zeit für einen alten Alchemisten namens Konstantino gearbeitet. Er ist sehr einflussreich in der Stadt und hat die Torwachen angewiesen, jeden zu ihm zu lassen, der ihm seltene Kräuter verkaufen kann. Im Grunde ist es ganz einfach. Du sammelst ein großes Büschel Pflanzen, die hier überall wachsen, und gibst vor, für Konstantino zu arbeiten. Dann werden sie dich passieren lassen. Sammel aber nicht alles durcheinander. Die Stadtwachen sind ein bisschen dämlich und haben keine Ahnung von Alchemie. Das Büschel muss schon für sie nach etwas aussehen, wenn du damit durchkommen willst. Ich denke, 10 Exemplare ein und derselben Pflanzenart sollten reichen. Danke für den Tipp. Alle hopp. So, das muss auch noch kummer. Du musst Xardas von dem Schatten berichten. Es könnte wichtig sein. Du glaubst, es war keine Einbildung? Du meinst, da war wirklich ein... Drache. Ja. Du steckst doch schon wieder mittendrin. Jo. Hab ich recht? Natürlich. Mittendrin würde ich nicht sagen. Noch nicht. Na schön. Wenn es so wichtig ist, dann werde ich ihn aufsuchen. Aber nicht jetzt. Für den Augenblick werde ich mich ausruhen. Ich bin noch immer erschöpft von der Flucht aus der Strafkolonie. Ich denke, du hast noch viel vor. Wir sehen uns dann später bei Xardas. Alle hopp, machen wir das. So, aber ich steht jetzt mal Sache. Verheit langt's uns mal wieder. Und ich versuche die Episode dann hier bei Gothic 2 zwischen 25 und 30 Minuten zu halten. Weil Gothic 2 ist doch etwas, sagen wir mal, länger und etwas aufwendiger als Gothic Ends. Deswegen würde ich auch sagen, dass es so wie bei Baldur's Gate sich verhält, dass wir so zwischen 25 und 30 Minuten machen. Das dürfte eigentlich dem ganzen Spiel arge Messer gegenüber sein. Jo, dann den ich aber auch sage, ihr liebe Leute, hier ist es perfekt, um meinen Speicherpunkt und somit meinen Cut zu setzen. Und wir sehen uns dann morgen wieder zur Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.